vorstellen, wie so 3 Schnapsgläschen aufploppen, so du. Eine Leber aus Stahl. Es ist Zeit für Schorle-Freitag! Schorle-Freitag! Yeah! Hey, Ich würde sagen, wir trinken erstmal Schnäpschen. Enna ist Kenner. Enna ist Kenner. Enna ist Kenner. Auf der Schorle-Freitag. Uns Mirabelche. Kampagne, Bube. Kampai. Herrlich, Okay. die Frucht. Du ist mal direkt warm. Also ich finde es so ganz ungewohnt, dass wir ausnahmsweise mal kein Bier trinken. Und ich bin gespannt, wie es morgen geht. Wer weiß, kann ja eigentlich nur besser werden, oder? Ja. Also angeblich ist es ja, bei einem guten Wein geht es dann am nächsten Tag auch ganz gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob meiner gut ist. Also ich habe mich jetzt sehr schlecht vorbereitet und einen sehr kurzfristigen Wein organisiert und er ist leider sogar aus dem Badische. Also ich schäme mich sogar ein bisschen. Oh, Kniepelzer. Ja, da steige ich in. Meiner ist aus Bade. Noch einer? Komm, Hannes, bitte. ja. Jetzt habe ich so groß getönt, aber meiner ist ja aus zu Palz. Meiner kommt aus Rheinhessen. Das heißt, ich bin der Einzige mit einem Pelzer Wein. Immerhin Chardonnay, halbtrocken, Qualitätswein der Pfalz. Eieiei, aber für Schorle musst du doch halt Riesling nehmen. Ja, schon. Ich habe jetzt einfach einer genommen, den ich noch bei mir daheim hatte. War eigentlich mal für Nacht bei einer Weinprobe gedacht, dass man, wenn man mit der Weinprobe fertig ist und vielleicht noch ein bisschen Lust hat, noch ein Weinchen trinken kann. Also wenn man noch nicht genug hat. Genau. Wenn nur dem ganzen Wein noch ein bisschen Durst übrig ist. Ja. Ja, wurde aber offensichtlich nicht gebraucht. Wer hätte damit rechnen können? Also war die Weinprobe gut. Ja, nett. Noch extra was gebraucht. Ja, war nicht mehr nötig. Ja, jedenfalls die Flasche nämlich. Vielleicht hat er auch einfach nichts mehr gesehen und hat eine andere Flasche getrunken. Ich glaube, so schlimm war es nicht. Ja, dann, ich würde sagen, Prost. Prost. Klar. Also jetzt Prost. zur Abwechslung im Shoppen. Auf der Schorle-Freitag. Im Doppelglas. Klang-Highlight. Ja, wie ist das jetzt bei euch mit Ostern? Also ich fand das die Woche ziemlich krass. Also ich persönlich habe jetzt die nächste 2 Wochen frei. Mich hat das jetzt weniger betroffen. Aber mit diesem Hin und Her mit dem Ruhetag oder dann 2 Ruhetage, also das Elsbeth ist so ganz kirre war, weil sie hat dann schon mehr Urlaub erwartet, aber hat sich dann leider nicht bewahrheitet. Man muss ja den Hut ziehen, also die Angie hat ja Fehler eingestanden, andere können das ja nicht so, wie der Andi Scheuer und so. Aber, Das stimmt. aber es ist ja schon irgendwie eine kuriose Situation irgendwie. Ja. Ja, ich habe auch gehofft, dass das so Feier da ist oder behandelt wird wie Feier da, weil ich nächste Woche wieder unterwegs bin. Aber war halt leider dann doch ein Aprilscherz. Ja, genau, 1. April. Wie passend. Das ist so Realsatire, das kann man sich gar nicht ausdenken, das ist ganz komisch. Nee, da muss ich schon sagen, meine Firma hat das echt mal wieder vorhergesehen, wie es kommt und hat uns schon Anfang März gesagt, wir machen nur einen Sonderurlaubstag, weil wir jetzt schon ein ganzes Jahr im Homeoffice sind, können halt eine Gründonnerstag einfach als Urlaubstag euch dran, ohne dass einer abgezogen wird. Sehr schön. Das war schon echt ganz nice. Das heißt, das kam jetzt bei uns so, ist es so ziemlich vorbeigeschwoben. Man konnte natürlich schon nachdenken, okay, wenn es jetzt wirklich da offizieller Feiertag gibt, kriegen wir dann noch einen zusätzlichen Sonderfeiertag, wann anders oder Urlaubstag bin ich. Ja, man will ja dann Aber doch das ja. Maximale, also man will dann noch einen Urlaubstag. Genau. Man kriegt ja nicht genug, aber nee, ist schon ganz gut gelaufen dann für uns, weil ja, der wusste zumindest die Donnerstag, dann haben wir schon mal frei. Aber kriegen ja von deinem Arbeitgeber auch wieder so komisches, ihr habt doch so an Weihnachten so Präsentkorb gekriegt. Kriegen ja diesmal auch so Eier, wo ihr dann selber verstecken müssen und suche, oder? Wie ist das? Kewitz, ja, haben wir schon zu Ostern so ein schönes Nest gekriegt mit Schokoeier und Schokohaas und Zeug. Aha. Also Man ich erwartet erwarte es es schon. jetzt schon. Ja, genau. Ja, also die Erwartungshaltung ist schon da. Die Messlatte hängt hoch, ne? Hier werden ganz schön erwähnt dort her. Ja, echt, ey. Freier Ja. da, Osternest. Lieber Mann, hätte ich ja früher gern gehabt, ey. Also ich ziehe ja an Ostern jetzt, also nächste Woche quasi vor Ostern ziehe ich so ins Arbeitslager in. Also ich gehe zu meiner Oma und die ist geimpft und strahl Emo die Garage ab mit dem Dampfstrahler und dann noch das Haus für die Endzeit, weil die muss mir unbedingt Strich werden.
Und also das ist mein Ostern. Also, Okay. ich hab natürlich auch noch ein paar Tage mit meiner Oma, wo ich mich sehr drauf freue, weil man die jetzt auch ewig nicht mehr gesehen hat. Ja. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen mein Highlight, wo ich mich saulang drauf freue. Aber das Ostern 21 ist irgendwie echt, ist komisch. Es ist auf jeden Fall das ganze Jahr vorher schon komisch. Ja, es wird auf jeden Fall außergewöhnlich, ja. Aber ich muss auch sagen, diese Ruhetag, ich habe auch das Gefühl gehabt von Anfang an, das war nicht richtig durchdacht, weil jetzt machst du noch zusätzlicher da die Geschäfte zu, wo ja vor Feiertag sowieso sich die Leute totrennen und dann konzentriert sich ja das noch auf weniger da und dann zwischendrin einer da auf, wo jeder einkaufen muss. Also das war, wirklich durchdacht war das nicht. Das hätte zur totalen Katastrophe, zu voll dem Chaos geführt, aber... Ja, auf jeden Fall. Es war ja halt auch 3 Uhr morgens. Also wer hat schon mal von euch eine gute Idee um 3 Uhr morgens? Ich glaube, wir hatten schon einige gute Ideen um 3 Uhr morgens, aber wir haben die immer wieder vergessen. Ja, Gut, das kann ich jetzt nicht widerlegen. Ich glaube, das war nur genau zu dem Zeitpunkt gute Idee. Als du morgens aufgewacht bist, war die Idee nämlich so gut. Ne, ich bin mir ziemlich sicher, das war eine gute Idee. Wir haben sie nur nämlich richtig in Erinnerung gehabt. Okay. Nimmer muss er hin. Ja, nee, das geht in Ostern wieder genauso weiter, wie es mit Weihnachten aufgehört hat. Das ist jetzt wieder bei uns auch wieder lustig. Wir wollten erst an Ostersonntag ein bisschen größer, also groß Übertritt halt mit der Familie feiern. Die Mutter hat zu sich ingeladen und wir wollten dann halt da ein bisschen halt Osteresser machen und ein bisschen, meistens artet es dann auch ein bisschen mit Alkohollager aus, aber hey. Alkohollager. Die geimpfte Oma wäre auch mal das gewesen, aber jetzt, wo jetzt doch wieder alles ein bisschen Bach runtergeht, haben wir jetzt mal wieder dasselbe gemacht, wie wir schon Weihnachten gemacht haben. Das heißt, wir haben Trennung in die 2 Familienhälfte gemacht. Das heißt, unser Seite kommt dann schon am Karfreitag und die andere Seite von meinem Stiefvater, die ist dann am Sonntag dort. Karfreitag ist natürlich bei uns wieder, da ist unsere alte Tradition, versuchen wir wieder aufleben zu lassen. Also sich zuzurußen. Ja, genau, wir sind ja da immer in den Bierstub gewesen und haben dort gebruncht und meistens dort dann schon so die erste Sektchen, dann mittags ein Bierchen und dann so die ganze da über Bierchen, dann sind wir noch durchs Dorf gelaufen und haben verschiedene Leute aufgesucht. Ja, es war eine super Idee. Es war so angenehm, wo ihr so mega besoffen bei uns ringscherzt. Es war coole Karfreitage. Ja, es ist jedes Mal ein Highlight, wenn die Hüters dann in voller Anzahl vollgesoffen rinsterzen. Da freut sich, also meine Mutter hat sich immer mega gefreut. Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt machen wir halt auch Brunch mit Brüder sind schon ganz scharf drauf aufs Daydrinking. Daydrinking. Also, ja. Weißt du, ich freue mich ja wenigstens noch über meine Oma, ihr freut euch ja über Saufen. Also. Nee, die Oma ist auch schon dort. Die Oma macht da auch mit. So. Die Oma sauft halt mit. Ja, wenn die ein paar Sektchen und ein paar Weinchen kriegt, dann ist da auch gut. Ich hatte an meinem Geburtstag, an meinem 18., das weiß ich noch, weil du gerade sagst, die Oma ist immer die Schlimmste. Heute an meinem 18. Geburtstag habe ich eigentlich immer noch teilweise gewarnt, voll Angst, dass meine Oma die ganze Zeit mit euch Schnaps trinkt, weil die ist so eisehart im Nehmen, dass irgendeiner von euch doch kotzen muss. Aber sie hat die dann irgendwann, ist Gott sei Dank eingestellt. Also sie hat dann irgendwann festgestellt, es ist doch nicht mehr so gut in dem Alter, so viel Schnaps zu trinken. Also nicht, dass sie irgendwie Alkoholiker war, aber sie hat gerne mal Schnaps getrunken. Also und die hat das halt einfach vertragen. Also die hat da so Stahlrand, so ich weiß auch nicht. Ja, jahrelange Übung halt. Wahrscheinlich, ja. Also ich meine, es ist ja nicht so wie wir, wo dann noch Wein, Bier und was weiß ich, Tequila Sunrise, weil es geil schmeckt oder super unfassbar eklig aussieht, dazu trinkt ihr dann Schnaps. Und dann noch ein Schnaps und noch ein Schnaps. Das ist ja was anderes. Da hast du ja andere Mengen. Die trinkt dann Schnaps und noch ein Schnaps und noch ein Schnaps. Das war gut, ja klar, das ist nochmal ein ganz anderes Training. Ja, Verstehe schon. Ich kann mir gerade schon so das Intro von deiner Oma vorstellen, wie so 3 Schnapsgläschen aufploppen, so eine Leber aus Stahl. Oh Mann. Können wir das verfilmen? So, zurück zum Thema gute Idee. Ist zwar noch nicht so spät, aber... Ich habe ja noch, apropos gute Idee, ich habe ja noch eine andere gute Idee. Also ich habe mir ja Kaffeepflanze gelassen und habe ich jetzt auch mal über die Ostern das Ziel gesetzt. Die ist jetzt unfassbar geschossen. Also
Unser kalkhaltiges Wasser hat da sehr viel beigetragen, glaube ich. Und jetzt habe ich hier vor, jetzt ganz groß rauszukommen mit einer eigenen Kaffeeplantage. Also ich werde jetzt diesen... Mit einem Pflänzchen? Nee, muss ich aufpassen. Es sind ganze 6 Pflänzchen, die ich jetzt aus dem Topf raushole. Und dann sind es 6 Pflänzchen, jetzt muss ich das mal hochrechnen. Innerhalb von einem halben Jahr hatte ich aus Enrapflanz 6 Pflanzen gemacht. Also wenn ich das jetzt wieder aufaddiere oder aufsummiere, das ist ja quasi exponentielles Wachstum. Ich sehe mich in 2023 mit einer eigenen Plantage. Also Ich sehe schon in den Lokalzeitungen Querschirm, die Kaffeeplantage von Querschirm, dann kommt jetzt ganz groß raus. Das der Klimawandel spricht ja auch dafür. Also ich muss jetzt irgendwie gucken, wie komme ich über die Runde. Und warum denn mit Kaffee? Das macht ja keiner. Also ich brauche noch so ein alter Mann, der irgendwo steht und so in die Kamera grinst und immer auf die Kaffeepackung drauf ist. Mensch, ist es noch zu früh für Banane? Oder geht das ab? Du Michael, das mit der Banane kannst du gern probieren, ich mach Kaffee. Machst du das dann unterm Dach und dann musst du halt alles aufheizen und dann kommt die Polizei und denkt, du hast sonst welche Plantage unterm Dach. Weil im Winter der Schnee nicht leer bleibt. Ja, das mit dem Treibhaus sollte ich das offiziell anmelden. Ich meine, als Stadtplaner hat man die Verfahren aus dem FF drauf und dann kommt auch keiner vorbei. Aber ich habe das Gefühl, Kaffee, das wird der neue Wein quasi. Kaffee ist komme, es kommt jetzt. Also, dadurch, dass mir jetzt der Schorlefreiter inführe, würde ich sagen, nee. Na gut, wir kennen ja quasi analog der Espresso Samstag einführen, aber da geht halt keiner mehr ins Bett. Das ist so das Problem dann. Und Lass uns der Espresso Mittwoch machen. Das ist so ein bisschen unverfänglicher. Der Espresso Mittwoch. Oh Waren Sie halt nach mit dem Bett? Nee, geht schon bei Espresso Mittwoch. Du musst mal nicht schlafen. Oh Gott. So brutale Auerringe. Und darauf folgt dann der Absacker Donnerstag. Ist so der heimliche Freitag, der Donnerstag, von daher passt das ja. Genau, der kleine Freitag. Aber also ich denke, mit dem alten Mann auf dem Etikett, ich glaube, bei Vater mittlerweile kommt der doch auch in Frage. Also von daher, ich glaube, ich nehme einfach den, der kostet nichts. Ablöse frei zu Hand. Also ich suche jetzt einen Hektar und ich miete den demnächst, aber ansonsten. Ja, das hört man ja ganz oft, Kaffee aus Deutschland. Nee, Kaffee, du musst überlegen, Kaffee aus der Hinterpfalz, das ist eine ganz andere Sache. Das ist ja dieses Local Food, das kommt ja jetzt immer mehr. Das ist lokal und... Aus dem Unverpacktladen, das ist so geil. Das musst du da gleich Intralos als Marke machen. Die Hinterpelzer Robusta. Ja. Und die gibt's nur im Unverpacktladen, weil dann kauft es nur die Super-Ökos. Das brennt für mich. Das funktioniert auf jeden Fall. Da kannst du gleich einen höheren Preis ansetzen. Ja. Die Zahler immer mehr. Auch wenn es nicht schmeckt, völlig egal. Das Kilo 20 € oder so. Aber Hauptsache fair. Ja. Ja gut, fair ist halt so, sagt der Vater muss das halt ernten, ne? Also ich schaffe das. Ja gut, der ist ja auf dem Etikett drauf, es muss ja authentisch sein. Da steht okay, Fake News verbreitet bei dir. Das geht nicht. Das kommt immer alles raus. Super. Ja, dann kommt der Michael mit seiner Bananenplantage und sagt, das stimmt gar nicht. Dein Vater schafft gar nicht auf der Kaffeeplantage. Also irgendeiner verrot dich ja immer, wenn es seine beste Freunde sind, weil die nicht selber auf der Kaffeeplantage schaffen. Wenn es ums Geschäft geht. Ja, dann kenne ich schon nichts. Die illegale Absprache zwischen der Bananenplantageinhaber und der Kaffeeplantageinhaber da. Träume muss man haben. Ja, auf jeden Fall. Was wäre mal ohne Träume? Also ich meine, früher hat man ja auch so Träume. Also ich habe mir ja vorgestellt, mein erstes Auto, weil ich war als ganz kleines Kind, war ich ja, da wollte ich doch gar nicht eine Polo haben mit einer Rennstreife, da wollte ich einen Mini Cooper haben, wie der Mr. Bean. Ich wollte so ein cooler Typ sein. Für mich war der Mr. Bean, wo ich ein Kind war, cool. Ich habe erst so als Erwachsener... Cool. Ja, also, aber als Erwachsener stellst du fest, der ist ein bisschen verschroben, sag ich mal, oder seltsam. Ne? Ja, klar. Aber so als Kind habe ich den bewundert und ich wollte auch unbedingt so einen Mini Cooper haben. Und das hat mich sehr lange nicht losgelassen, aber dann habe ich irgendwann gecheckt, Alter, Vater, sind die teuer. Klugscheißer wisse, das sind kein Mini Cooper, das sind Mini. Richtig, ja, das stimmt, das kommt noch hinzu. Weil man sagt es ja immer so, Mini Cooper, aber es sind eigentlich Mini, ja? Ja, die Mini Cooper, das waren ja dann der Nachfolger, die etwas sportlichere Flitzer,
So einer wollte ich auch eine Zeit lang an, und zwar basierend auf dem Film The Italian Job. Tatsächlich. Weil das fand ich einfach mega geil, wie die da durch die Straße geballert sind mit den kleinen Flitzer. Gut, das kann man ein bisschen mehr noch unter cool vielleicht verbuchen. Ja, eher. aber bei dem Ende Born-Film sind sie doch auch mit dem Mini durch die Treppe runtergeheizt. Also so ein Mini ist schon geil irgendwie. Das hat schon was. Ja, wenn die bisschen was unter der Hauptbahn, die leihen halt krass auf die Straße. Ja, das ist wie Go-Kart Das hat fahren. mein Polo aber auch. Ja. Ist er auch noch gefahren oder hat er nur auf der Straße gelegen? Der haut halt Also- auch beschissen die Kupplung, ne? Also die Kupplung, die ist so eher so sprunghaft kommen. Das war Also die- Rennkupplung. Also die Innenstroß aus Querschirme raus, die war dermaßen kuppelpicht, da hast du aber jede Kurve gemerkt. Da warst du immer am Durchrütteln. Ja, ich wollte ja früher auch unbedingt, als Kind wollte ich ja Pilot werden. Habe ich mir ja saulang vorgenommen. Aber ich kann euch bis heute gar nicht sagen, warum ich es nicht weiter verfolgt habe. Ich habe so als Kind in jedes Freundschaftsbuch hingeschrieben, ich möchte Pilot werden. Ich wusste das saulang, keine Ahnung. Seit ich 5 war oder 6 war. Aber mir ist mal aufgefallen, man weiß sowas oder man hat sich so Vorstellungen gesetzt mit so Berufe, die man halt als Kind, habe ich jedenfalls das Gefühl, selber öfters sieht. Also ich bin früher mit meinen Großeltern oft in Urlaub geflogen und da hast du halt Pilote gesehen. So. Klar, du wolltest jetzt zwingend Steward werden, also kann man, aber muss man nicht. Aber ich wollte halt als Kind Pilot werden, aber ich kann euch bis heute nicht sagen, ich hab's einfach gar nicht probiert. Aber früher wollte ich das. Ja gut, ich wollte unbedingt Astronaut werden, aber da hat dann irgendwann die Realität einfach gesagt, das ist nicht so unbedingt wahrscheinlich realistisch. Aber das war so das, was ich so am Anfang unbedingt wollte. Aber ich glaube, die Phase hat gar nicht so besonders lang gehalten, weil da war ich dann schon alt genug, um zu verstehen, es kann nicht jeder Astronaut werden. Jetzt vielleicht noch nicht. Ja? Astronaut, das war einer meiner langen Traumberufe. Gerade dann, als mal oben zwar länger aufgeblieben ist oder Nächte durchgemacht hat und dann auf Bayern Alpha Centauri mit dem Harald Lesch geguckt hat. Ja, das war toll. Und ja, das hat mich fasziniert, aber wie der Michael sagt, das kann halt nicht jeder Astronaut werden und ich war halt einfach, ja, zu doof. Da muss man ja schon irgendwie Doktortitel an, um das zu machen. Ich würde es eher unter faul abstempeln. Nee, ich glaube, dafür bin ich wirklich zu doof. Und alkoholaffin. will ich Und auch sehen. alkoholaffin, ja, das ist auch nicht so gut. Du musst wahrscheinlich auch körperlich einiges da erfüllen. Also, Ja, aber ihr müsst auch bedenken, die gehen ja ganz komisch aufs Klo, ne? Also das würde mich auch irgendwie stören, wenn ich Astronaut wäre. Also du hast ja kein so normales Klo, das ist ja so... nee, das ist alles, also alles da oben ist ja komplett schwerelos, komplett anders. Du kannst ja nicht mal die Haare waschen und dass da irgendwie so eine Wasserwolke da rumfliegt. Da kannst du nichts normal machen. Oh, ganz kannst auch komischer keinen Gedanke Kaffee gerade. trinken. Wie ist denn das, wenn der da durch die Raumstation schwebt und lässt halt einen Furz? Treibt der nicht dann an? Ja, so ein bisschen schon, aber halt. Der bringt dich dann aus nett. der Bahn. Oh Der Gott. niemals Chili con Carne koche für die ganze Mannschaft, das ist ganz schlecht. Ist auch schwierig, glaube ich, die Zutaten dort hochzukriegen. Kommt so ein kleiner Mexikaner rausgerannt und macht das. Ja, aber jetzt Butter bei die Fisch. Wie gehen die jetzt aufs Klo im Weltall? Also ich habe jetzt so nicht so viele Dokus drüber gesehen oder ähnliches. Sowas muss man wissen. Also zumindest, wenn man auch früher Astronaut wäre wollte. Muss man sich mit der Sache ja beschäftigt. Aber ich glaube, das ist einfach wie Staubsauger. Also du hast ja halt keine Schwerkraft, die das wegzieht, sondern du musst dann halt irgendwo Vakuum generieren in dem Raum und das einfach absaugen. Also hockst dich halt auf den Top und der zieht Und runter. der zieht. Zieht dann das weg, ja. Ja, okay. Weil ich meine, Ziele kann man zwar schon noch, aber dann bleibt das halt dann dort. Oder spritzt in alle Richtungen. Also ich glaube, du musst dich immer setzen, Michael. Du darfst in der Raumstation, glaube ich, nicht im Stehen pinkeln. Ich glaube, das Risiko wäre da zu groß, dass es überall im Schiff dann rumschwebt. Ich will gar nicht wissen. Ja, also wenn so ein Pinkelstrahl spritzt und dann doch Oder da hast du selber im Au. Nee. Überall im Au, direkt im Au. Aber ich habe mir das gerade so vorgestellt, wie das dann ist, weil das ist ja nichts anderes wie WG, wo man dann im Weltall hat.
Und ich habe in sehr viele WGs gewohnt und das war nicht immer sehr hygienisch. Also, wenn dann einer der Klo verschiss hat, hat er dann den Staubsauger im Weltall verschiss oder wie ist das? Ich denke mal, die werden da schon auch nach Hygiene irgendwie ausgebildet und ausgesucht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die deine beliebten WG-Bewohner mit da nach oben schicken würden. Also Moment, ich stelle mir das jetzt so vor, also die haben natürlich ein unfassbar hartes Programm, die kommen in diese Zentrifuge, wo sie da halber kotzen müssen, ne? Und andere irgendwelche krasse Aufgabe und dann haben sie so einen Test. Dann gibt es Temperature-Training. Wo Toilette steht, einfach nur Toilette steht. Und dann ist die verschiss. Und dann kommt eine Putzfrau und instruiert der Astronaut, wie er richtig das wegmacht. So eine Anascht. Und wenn er das so gemacht hat, dann tut er das nie so hinterlassen. Abschrägung. Also so oder so ähnlich muss es bei der NASA sein. Also ich denke, bei der Russen ist es ein härteres Programm, da wird noch ein bisschen Schrie und so Sache, aber es muss so sein. Ich denke, wir haben das schon ganz gut getroffen. Ja. Alles andere wäre unlogisch, machen wir uns nichts vor. Also aber schon, es ist schon faszinierend, wie die manche alltägliche Sache halt umbauen müssen, ne? Also das, was für uns hier völlig normal ist, wie jetzt einfach Dusche oder so, funktioniert ja gar nicht. Wasser kommt nicht von oben und fließt unten ab. Das funktioniert einfach nicht. Die müssen ja mega stinken, wenn die da rauskommen. Nee, die nehmen sich dann halt irgendwie aus so einem Beutel ein bisschen Wasser und verteilen dann die Tropfen auf sich. Ja. Und dann müssen sie es halt wieder mit dem Handtuch wegmachen. Weil sonst bleibt das Wasser dann halt auch so wie so Boiler an deiner Brust hängen. Es ist dann halt so. Genau. Brauchst du das Wasser noch? Warte, ich nehm's gerade. Das kann man immer verwenden. Das ist so ein bisschen wie beim Essen in der Mensa. Ich tue das noch. Nee, aber danke. Ist ja ganz normal, dass die da als so Gruppe duschen wahrscheinlich. Oh Gott. Wir müssen dieses Thema beenden. Das ist Weltall und Hygiene ist ein ganz schwieriges Thema, glaube ich. Ach, und der Astronaut generell. Was ich auch krass finde bei der Leute im Weltraum, ist, dass die ohne die Schwerkraft halt die ganze Muskeln abbauen. Das heißt, die müssen immer trainieren. Ja. Müssen immer irgendwie was machen und selbst das hilft halt nicht wirklich. Weil sich der Körper daran gewöhnt, dass halt keine Kraft auf den wirkt. Und er baut ja den ganzen Tag über keinen Druck auf irgendwelchen Gelenken, kein Druck sonst irgendwo auf den Muskeln. Das stimmt, du kannst da einfach in der Luft rumliegen und es wird nichts bewegt. Du kannst da aufrecht stehen und trotzdem ist es wie, als würdest du im Bett liegen. Ja, genau. Das ist, ja, klar. Und sogar noch schlimmer, weil selbst wenn du im Bett liegst, wärst du aufs Bett draufgezogen. Stimmt. Und selbst das passiert nicht. Ja, verrückt. Also Michael, mir hätte eine tolle Sache erlebt, wenn man das geschafft hätte, glaube ich. Wäre bestimmt der Wahnsinn gewesen. Aber hat er nicht gelangt. Mein nächster Traum war da nicht so besonders glamourös. Da ging es dann schon eher so, was macht so der Vater? Der ist Apotheker. Wäre ich auch Apotheker. Ganz logisch. Das ist doch mega naheliegend. Das ist doch ganz normal. Die Oma hat auch immer so ein bisschen Druck gemacht. Ja, wenn der Vater dann Apotheke hat, dann muss es ja auch der Erbe irgendwie dann weiterführen. Das ist ja ganz logisch. Und der Älteste, der ist erstmal der Erste, der dann auch da erbt. Und der ist dann auch der Erste, der dann der Apotheker wird. Das ist ganz normal. Und der Erste, der dran glauben muss. Opa will oder nicht. Ja. Jetzt am Ende hat es mit dem Erbe von der Apotheke vielleicht nicht ganz hingehauen, aber mein mittlerer Bruder, der ist ja dann doch Apotheker geworden. Aber mir hat es dann halt mich doch in eine andere Richtung gezogen. Aber ich finde schön, dass der Oma immer noch mit rettet. Also es muss man jetzt einmal den Hut vor deiner Oma ziehen. Sie hasst dich nicht. Ja, das stimmt. Und sie bedringt sich mit dir am Karfreitag. Auf der Oma. Die Oma. Auf die Bier trinken, Karfreitag, Oma. Nicht Bier, Sekt und Wein. Und Schnaps. Ja, die Omas machen keine halbe Sache, ne? Ich wollte gerade sagen, der Schnaps kommt bei jeder Oma vor, weil wenn du so richtig fettig isst, musst du auch Schnaps trinken. Anders kann ich das gar nicht verdauen. Der Hälfte bei der Verdauung, genau, ja. Ja, in der Runde ist dann immer, dann fängt es irgendwie an, so nochmal, also, oh, ich hab so Bauchweh. Hast du nicht auch Bauchweh? Doch, wir haben Bauchweh. Oma, wir haben Bauchweh. Leber aus Stahl. Das ist dann aber schon Leber aus Stahl 2, weil jetzt geht's ja um Michael Oma. Leber aus Stahl 2.
Noch härter. Nee, so viel trinkt meine Oma eigentlich gar nicht, aber so ab und zu dann ist schon ganz schön. Aber so als Jugendlicher war ich auch mega neidisch immer auf der Hannes, weil der hat ja Roller, wie der Wisse. Und also ich durfte ja keinen Roller haben, weil, ja komm, ich saß jetzt noch nur ganz kurz, weil ich ja ausnahmsweise bei dem Rollerrennen gegen die Wand gefahren bin. Also ich möchte an dieser Stelle nochmal anmerken, dass ich das Rollerrennen gewonnen habe. Und aus Versehen habe ich zu sehr gefeiert. So. Und habe die Wand aus Versehen mitgenommen. aber das war so ein bisschen der Auslöser, wo ich dann halt mit einem ziemlich aufgerissenen Bein und so halbe Badelatsche, die ich noch anhatte, zu meinem Vater hinkommen bin, wo der gesagt hat, nee, du kriegst keinen Rollerführerschein. und Verständlich? Ja, irgendwo muss man jetzt dem Vater recht geben. Ich meine, er hat mich zwar nicht ins Fußballtraining geschickt und hat verhindert, dass ich ein Fußballstar wäre, aber das im Roller war schon richtig so, muss man schon sagen. Also. In der Einpreisung seines Gehalts auf der Kaffeeplantage werde ich das respektiere. Nee, Spaß beiseite. Also früher wollte ich immer Moped fahren wie der Hannes und ich durfte zwar halt dann immer nur mit ihm fahren, aber ich hatte dann irgendwann so die Idee im Studium, die hat sich eine Mensa geboren, weil wir hatten da so, ich sag mal, internationale Woche, gab es dann brasilianisch, mexikanisch, USA und da war irgendwie, warum auch immer, die Panamerikaner abgebildet. Und da hatte ich mir also als fixe Idee, als Student überlegt, wir gehen hin und fahren mit Mopeds, weil wir konnten ja nicht mehr fahren. Kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ja, wir fahren mit Mopeds die Panamerikaner runter. Also für die es nicht wissen, die geht von Kanada bis ganz Nunna. Und, ja, Chile ohne, ne? Ja. Ja, leider haben wir das auch nicht gemacht. Klang auch sehr realistisch, aber. Ja, also mega realistisch, also. Also fast hätten das gemacht. Ja, fast, das war richtig, ich war knapp davor. Also ich muss sagen, durch Corona habe ich jetzt voll dieses Doku-Fieber entdeckt von so Leuten, die so Motorrad-Weltreise machen. Also du gibst so eine mit so einer alten Oma, also die ist 68 plus und macht das erste Mal und so ein anderer, der ist, keine Ahnung. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen, die halt wirklich erst dann Motorradfahren gelernt hat. Ja, genau, die hat der AN-Führerschein gemacht und ist dann irgendwie in die Iran und zurückgefahren. Aber sowas finde ich so geil und sowas hätte ich so mega Bock. Also da hätte ich jetzt richtig Bock drauf, irgendwann das Armut zu machen. Keine Ahnung, wenn ich da mal die Kinder hinter mir habe, so in 20 Jahren. Und da hätte ich das, also ich finde es, also ich glaube, sowas muss ich irgendwann mal machen, weil das finde ich so krass, so Lebenserfahrung. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie habe ich da auch ein bisschen Muffelsau, so ganz ehrlich. Ich weiß nicht, also so als nicht motorisierter Zweiradfahrer hat mir die Erfahrung mit dem Moped in Thailand schon eigentlich an Abenteuer definitiv gereicht. Und es war nicht nur Moped, Roller mehr nicht. Ja, aber ich sag mal so, im Vergleich zu dem Thailand-Roller weißt du ja wenigstens, wie schnell du fahrst. Beim Thailand-Roller wusste man das ja alle nicht, ne? Das stimmt auch wieder. Da war alles offen. Ja, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es findet sich ja, also klar, es gibt auch bestimmt mal Fälle, wo das nicht so ist oder wo du Probleme hast, es findet sich ja in der Regel immer jemand, der da hilft. Also die Welt ist so Gott sei Dank noch eine gute Welt. Und irgendwann, man muss sich einfach trauen und dann muss es machen. Anders will ich so einen Traum nie verwirklichen. Ja, man hat bei so Sachen immer so Gedanken, ne, so was könnte passieren und das darf man eigentlich gar nicht haben. Nee. Also das fängt bei mir schon an, wenn du irgendwie so vorhast, irgendwo zu Zelte oder so, wo du dann schon, wenn du dann nachts einer kommt, ne, und als ob irgendeiner nachts so im Wald an dein Zelt lauft und, keine Ahnung, kloppt oder sowas. Ja, Solange Zelte könnte ich mal auch leichter vorstellen. Haben wir auch letztes immer nochmal gemacht, da waren wir ja am Sportplatz, in Querschirm haben wir da einfach mal Zelt aufgeschlagen und wir durften halt nicht irgendwie auf ein Festival gehen wegen Corona. Wurde ja alles abgesagt, also haben wir da einfach mal gezeltet auf dem Sportplatz. Und quasi unsere eigene Festivalstimmung da aufgebaut. Hauptsache gesoffen dabei. Ich hoffe doch, ihr hattet weiterhin schlechtes Bier und schlechte Musik. Ja, wir haben extra Bäckers aus Frankreich geholt. Das gehört so. Klassiker, Dose Bier. Ja klar, und dann müssen wir auch Dosesport machen. Ja, und es muss leicht warm sein, ist wichtig. Ja, also Kühloptionen waren da auch nicht so optimal.
Und was auch dazu gehört, morgens sind wir dann mit dem Bus nur Kontwig ins Schwimmbad gefahren. Hat er wenigstens auch Weizen getrunken dort dann? Ja, klar. Cola-Weizen und dann wieder zurück. Jawohl. Aber das mit irgendwo Zelte und übernachtet, das haben ja der Matthias und ich in Neuseeland erlebt. Kann ich mich noch daran erinnern, wie bei jeder Orbit gehofft hat, dass wir irgendwo einen Platz finden, wo keiner kommt und uns verscheucht. Das stimmt, aber mir hat er eigentlich nie Probleme gehabt, ne? Nee, also, aber mir heute, also zumindest ich hatte immer Muffes zu Hause, dass irgendeiner kommt und uns verscheucht oder die Scheibe schlägt, uns ausraubt oder so. Ich stelle mir gerade vor, wie so Australier oder Neuseeländer, je nachdem, wo er gerade waren, so an die Scheibe klopft und der Hannes innen drin so erstmal erschrocken, was mache ich jetzt? Ich mache einfach mit. Und der Australier einfach nur fragen will, ob man Bier wolle oder so. Ja. In Australien haben sie uns ja Zettel ans Auto gegangen. Wenn wir noch eine Nacht dort schlafen, müssen wir $1.000 zahlen. Boah. Und da haben wir aber schon 3 oder 4 Nächte geschlafen. Die Idioten. Und wir wollten weiterfahren. Ja, Idioten! Das war ganz witzig. Das war so wirklich ein lang gehegter Traum, dass man halt mal um die Welt reist. Das haben wir dann auch gemacht mit dem Auslandssemester in Neuseeland. Und bevor ich das Auslandssemester gemacht habe, war eigentlich immer mein Traum, auszuwandern. Ich habe immer gesagt, ich will mal weg aus Deutschland, ich will irgendwo auf der Welt leben, aber schon im Flieger nach L.A. hat sich dieser Wunsch in Luft aufgelöst, weil ich auf einmal gemerkt habe, oh, jetzt bin ich für 7, 8 Monate weg und komme stimmig hin. Da habe ich das erste Mal realisiert. Und ja, dann war das Thema mit Auswandern eigentlich auch durch. Also das war schon ein krasses Erlebnis, ne? Das ist, aber mir ging's tatsächlich ganz genauso. Ich habe auch immer so gedacht, irgendwann war nachher mal aus und suche uns ein schönes Plätzchen und grundlegend wäre das, heutzutage mit der aktuellen Berufswahl echt super möglich. Aber spätestens in L.A. im Hotel war dann so dieses Fuck-Erlebnis. Okay. Weil das ist genau so, du merkst erst, was da fehlt, wenn du es nicht mehr hast. Und das war auch so, als wir zurückgekommen sind, da hatte ich halt da einfach unfassbar Bock auf ein Brezel oder ein Döner. Das war so die kleine Sache, ey, auf dem Heimweg vom Flughafen, ich dachte, Hallen irgendwo, ich brauche Brezel. Das war so eine ganz komische Sache, ne? Das Brot ist ja generell außerhalb von Deutschland echt sehr grenzwertig. Und das fehlt ja dann einfach, ne? Klar. Ja. Schon, ja. Ja, so kleinere Sachen, waren das dann. Ja, das war echt für mich, das hätte ich mir nie so vorstellen können, dass mir das auf einmal alles so wichtig wird. Also Heimat ist halt einfach in der Pals. Der Helm ist der Helm. Wenn man mal fort ist, ist gut, aber wenn man wieder heimkommt, ist noch schöner. Und was mir ewig in Erinnerung bleibt, als wir in Australien am Strand gelegen haben, ein paar Tage bevor wir ins Ring geflogen sind, wir haben am geilsten Strand gelegen. Und der Matthias und ich haben einfach nur gesagt, oh, Gott sei Dank geht's bald hin. Krass. Ja, noch ein halbes Jahr, ne? Ich kann diese Sonne nicht mehr sehen, ich will nach Hause. Ja. Oh, Dreckswelle und blaues Meer, ey. Freu ich mich auf Regen und Nebel. Ja. Aber da hatte ich auch mal so ein Erlebnis, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, muss ich sagen. Und zwar hatte ich aus Mexiko einen Distributor bei uns zu Gast und den habe ich irgendwo abgeholt. Und dann sind wir durch den Pfälzerwald gefahren. Und der halt auch so, oh ey, hier ist es so geil, ne? Ja, ist so schöne Wälder und so tolle Landschaften und so. Und da habe ich dann halt mal so angefangen zu denke so, ja, eigentlich hat er recht. Also, wenn man mal so drüber nachdenkt und halt so, gerade so die B10 durch den Pfälzerwald fahrt, ist schon schön. Wenn man mal die Aue halt vom Drecksverkehr auf der scheiß Straße nimmt. Oder mal einfach das Wandern geht, zu der Burgruine hoch und von Fels zu Fels und so. Ja, das ist schon geil. Echt schön. Mit einer schönen Weinscholle in der Hand. Ja? Ja, also kein Witz. Wir hatten ja ab und zu mal Gäste, aber von der Nordsee her. Und als die da waren, die waren total begeistert von unseren Berge und Wälder und so, weil die kennen das nicht. Da ist einfach flach, da ist fast alles landwirtschaftlich genutzt. Ab und zu hast du mal ein paar Bäume dazwischen.
weil sonst ist der da nicht so viel in die Richtung. War Und das- dann halt, War das die, Michael, wo die Kurve nicht gekannt haben, also generell Kurvefahrer, weil die immer, Stimmt. Die sind immer geradeaus gefahren. immer geradeaus. Das war so geil. Ja, ich das kann, war die ich kann die geradeaus. Strecke nicht fahren, diese kurvig wie diese kurvig. wieso muss ich, wenn es berghoch geht, runterschalten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann haben die das erste Mal verstanden, was das Lenkrad da ist. Ja, nee, wenn ich 50 km/h fahre, dann habe ich den Gang drin. Egal, ob per Schnuff oder per Schnuller geht. Das war eine ganz andere Welt. Die haben das überhaupt nicht gekannt. Und Aber es für waren die- nette Menschen. Ja, auf jeden Fall. Die waren super lieb. Aber es ist halt echt, was sowas angeht, die haben das hier bewundert. Das war für die geilste Landschaft, die man sich vorstellen kann. So, dann würde ich sagen, auf unser wunderschöne Heimat, die Hinterpfalz, erst mal noch ein Schnäpschen, noch ein ganz noch Motto, Doch, einer einer ist keiner. Schöner Kräuterschnaps. Warte, Likör. dann merkst du schon mal, schön. Stößchen. Alle Zum Wohl. auf die Hinterpfalz. Kampai. Die Hinterpfalz. Prost. Oh, die Mirabelle tanzt richtig auf der Zunge. Das merkst du wirklich. Ja, Ganz genau die richtigen Worte. ich schmeckt die Birne. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde die Kräuter nicht schmecken. Also, Das wäre gelogen. Also da hat man immer so gedacht, man geht weg und sucht sich ein richtig schönes Plätzchen und man wird älter und reflektiert so ein bisschen und stellt fest, man ist eigentlich immer schöne Fleckchen. ja, das stimmt. Das ist mir auf jeden Fall. Ja. Aber auch mein Vater sagt auch heute immer noch, wenn man noch irgendwas Großes vorhat, eigentlich die beste Gelegenheit zu machen ist, möglichst bald, weil man weiß nie, ob man da irgendwann später nochmal dafür Zeit hat. Wenn man noch irgendwie was Großes, man noch erleben will, irgendwo hinreisen will. Ja, absolut. Ich meine, jetzt Corona ist im Moment gerade ein bisschen schlecht, aber danach versuche so bald wie möglich das dann auch durchzuziehen, weil immer nur auf später verschieben, irgendwann ist es zu spät. Ja, das stimmt schon. Aber da gebe ich am Vater voll recht, das ist so. Aber ich glaube, es ist für viele von uns schon zu spät. Oh. Ja. Nee, also die Motorradweltreise, die gebe ich noch nicht auf. Die habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Also was heißt Weltreise? Also Motorradreise. Das habe ich jetzt vor. Und was man tatsächlich jetzt 2020, sorry, wir sind in 2021. 20, ja, das ist ja alles Ends. Ja, 2020 kannst du vergessen, ne? Schon passiert. Nee, was 2021 jetzt noch ansteht, was ich auch schon länger mal überlegt habe, ist einfach mal mit so einem Camper. Also ich brauche jetzt keine so super weiße Wanne mit Duschzell, Nasszell und was weiß ich was. Wo der Klo noch dran hängt. Einfach nur ein kleiner Camper und dann irgendwie mal mit dem Ding durch, weiß ich nicht, Frankreich fahren oder sowas. Also das haben wir jetzt tatsächlich für den Herbst vorgenommen, weil ich hoffe, dass das dann geht. Also sowas dann Miete, also so Ja, Camper-Miete. ja. Ja. Genau. Also nicht irgendwie so ein uralter Ford Ducato oder eine Fiat Ducato Nee. oder sowas und ausbauen und Betten hingebaut. ja, auf dem Parkplatz vom Baumarkt. Sowas macht man nur in Neuseeland und Australien. Oh, das war, schöne Erinnerungen, schöne Aber Erinnerungen. mit Gewinn verkauft das Ding. Das war dran. Ja, Das ist natürlich schon eine Absolut. Aktion. Das muss man erstmal hinkriegen. ja. Der Markt nimmt, der Markt gibt. aber nochmal zurück zu so Touren. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, dass wir uns Mofas irgendwo ausleihen und halt wirklich mal so eine kleine Tour machen, so mit Zelte und Mofa irgendwo hinfahren? Ich weiß nicht, bei uns ist halt das mit dem Mofa-Verleih ein bisschen weniger ausgeprägt wie jetzt in Thailand oder so. Ja, ich glaube aber, so Roller möchte ich nicht unbedingt gleich. Ach, wir kaufen Ja. uns einfach einer. Nee, Ja, der kostet doch so viel- 300-400 Euro oder so. Oder? Da krieg ich doch einen. Ich sag mal so, der Fluch kostet 600 Euro runter, wenn du damit hochfahrst, ist teurer, also schon schwierig. Also, Ich will in Deutschland eine Roller gar. ja, schon klar. Ja, also ich sag mal so, ich habe ja mal DDR-Moped, aber ihr müsst schon was kaufen, fänd ich schon geil, ja.
Ja, Ja. der gute alte Roller ist ja vor kurzem letztes Jahr auf Ebay weggegangen. Wobei, vielleicht finde ich ihn noch irgendwo im Wald, wer weiß. Aber Matze, du hast doch ein E-Bike, ist doch quasi das gleiche, oder? Ja, das, also, es ist zwar mit 25 km/h nicht so langsam, aber es kommt halt nicht so weit. Er muss halt ein bisschen mehr intreten. Ich habe gerade im Hinterkopf gehabt, das war doch schon bei den Simpsons. Ich habe mir so vorgestellt, wo so diese Gang hatte, die Motorradgang, und einer fährt mit dem Rasenmäher, mit dem Aufsitzrasenmäher mit oder anderer mit dem Fahrrad. Ja. Also wir machen eine Tour mit 3 Mopeds und einem Aufsitzrasenmäher. Aber der Matze mäht Rasen, egal wo wir sind. Das Mähwerk bleibt ohne, egal wie. Auch in Fußgängerzone, immer ohne. Einfach die Straßenstab auf die Leit geschmissen. Aber wichtig ist immer die Sonnenbrille an und winke. Nur dass die alte Frau sagt, ach Gott, ist die Jugend vielleicht unfreundlich. Ich weiß gar nicht, ob wir noch die Jugend von heute sind. Naja, egal. Aber Ich denke nicht. Ich glaube, drüber sind wir hinaus. wir kennen uns ja die Horfärbe vor der Tour. Blond. Dann Ja, ist wir mal sind- wieder Jugend. Das Wir sind die Jugend von gestern, würde ich sagen. Dann sind wir die bucklige, komische Anna, die Xi. Ach Gott, sind die unfreundlich. Kennt ihr das Meme von Hey Fellow Kids? Von dem Typ, der das Skateboard auf dem Rücken rumtrat? Nee. Sagt mir Okay, dann nichts. streichen wir das. Ich weiß noch nicht mal, was ein Meme ist. Also, Sehr gut. So, Okay. Also ich glaube, das mit den Memes müssen wir dann noch mal ein bisschen erklären, aber am besten erklärt sich das einfach, wenn ich da ein paar schick. Also ich Ja, schick dir ein paar und dann guckst du das an und dann wäre ich bestimmt so ungefähr, was man meine. nehmen wir am besten welche vom Donald Trump, die versteht jeder. also ich arbeite das Thema, bis zum nächsten Mal arbeite ich das Thema nach. Dann Ja. bin ich Ja, up to absolut. date. ausgezeichnet. Aber noch immer zurück zu Träumen, die man so in unserer Jugend hatte. Und zwar der Groß hat der ein oder andere Traum schon hier mit seiner Civil War jetzt bald. Und er hat jetzt so den Traum, er will Bürgermeister vom Dorf sein. Also unglaublich. Wie zum Henker kommt man auf die Idee Bürgermeister und woher kennt er denn den Beruf? Also er kennt Benjamin eigentlich Blümchen? das Thema Bürgermeister nicht. Aber er hat es auch ein bisschen anders formuliert. Und zwar wollte er König von Querschem sein. Und hat sich halt vorgestellt, er kann dann einfach alles regieren. Der Dorfkönig macht das. Und ja, also das Prinzip vom Bürgermeister und mit der Wale kennt er natürlich noch nicht. Aber er will König werden. Das ist doch König schon von mal... Großquersheim. Also ich drucke jetzt schon mal T-Shirts von deinem Sohn und schließe mich ihm an. Gut. Das ist ja schön. Ja, das bodenständige Ziele, würde ich mal sagen. Weißt du noch, wie er da drauf gekommen ist? Oder einfach... Ja, wahrscheinlich aus so einem Gedanke, so, dass ihm halt dann keiner zu sagen hat, was er so machen hat. Wie das halt bei Kindern immer so ist, die kriegen halt von dauernd irgendwo gesagt, das darfst du nicht, mach das so, wenn mach das ich so. nur das Sagen hab und die Macht Ja. und... Genau, dann dann bin ich kennen sie der- aus irgendwelche Bücher oder Hörspiele oder Serie, können sie halt dann Ja, klar. einen König, der halt machen kann, was er will. König. Klingt gut. Und den Gedanke fand ich dann halt so cool, dass er einfach König von Querschem werden will. Sehr gut. Und was bist du dann? Bist du dann der Pauseklaus? Der Hofnarr. Nee, der Hofnarr. Ich find's schön, dass er nicht irgendwie in Größenwahn irgendwie verfällt unter König der Hinterpalz, König von Deutschland, König der Welt werden will, sondern Er fängt auch halt mal Querschem reicht er eigentlich. fängt halt mal gleich an. Ja, klar, man muss sich hier schon ein bisschen hocharbeiten. Realistische Ziele, Step by Step. Nice. Zuerst werde ich König von Querschheim und dann von der ganzen Welt. Also Matze, so ganz so abwegig oder absurd finde ich das gar nicht, was dein Sohn da für Gedanke hat. In dem Alter habe ich auch verrückte Jobidee gehabt. Mein Ziel war es, ich weiß ja, wie alt ich da war, so 6, 7, 8
Jahre alt, dachte ich, wäre schon Pfarrer. Weil Pfarrer, das ist Okay. easy life, musst da keine Frau suchen, musst nicht heiraten. Das macht alles viel einfacher. Das Pfarrhaus, ziehst du einfach in, musst kein Haus bauen. Alles geregelt. Sehr pragmatisch für das Alter. Ja. Ja, ich muss mal kurz anmerken, dass die ganzen Vorteile, die du gerade genannt hast, hat sich null, also wirklich null aufs berufliche Leben bezogen. Ja. Das war alles privat. Das hat man in dem Alter halt noch nicht so erfassen können. Genau, du denkst einfach nicht so weit in dem Alter. Ja. So im Du Nachhinein. musst ja bloß dort hinterm Altar stehen und ein paar Geschichten für die Leute erzählen. Wer kann das nicht? Ah, ja. Ne, so irgendwas aus der Bibel kopiere, ablese. Fertig. Du musst nicht mal selbst die Geschichte erfinden. Verdienen schon noch wahrscheinlich relativ gut Geld. Dann da gibt's ja auch meistens noch, kümmert sich irgendeine Frau aus dem Dorf um den Haushalt, um die Küche. Das war aber der heiraten, muss aufpassen, der schnell heiraten. Hey, ich muss ja nicht heiraten, ich muss ja nur kochen. Ah, ja? Also, Ah, ja? ja, aber das habe ich dann irgendwann über Bord geworfen, als die Pubertät ingesetzt hat. Habe ich Ich gemerkt, wollte gerade sagen, Frau ist ja doch gar nicht so uninteressant. Ja, als Katholik gibt es da halt so eine ganz eindeutige Ja-Nein-Entscheidung und dann. als die Hormone gesprossen sind, hast du das nur überlegt. Gott. Frauen sind ja gar nicht so uninteressant. Und krisesicher ist der Job ja halt auch nicht mehr, ne? Also, von daher bin ich ganz froh, dass ich das absolut. gemacht habe. Wobei, die suche doch bestimmt Personal. Also so auf die Dörfer, guck mal, immer mehr Gemeinden werden zusammengefasst. Also, Ja, aber weil Hier, die Gemeinden so klein Personalmangel. sind. Na gut, ja, das aber kommt halt etwas so geil, als Quereinsteigerfahrer wäre das, glaube ich, nichts mehr. Ich stelle mir das gerade vor, wie so Waldorf-Schullehrer, so ein Quereinsteiger-Pfarrer, also ein Straßenprediger quasi. Also studiert habe ich jetzt nicht gerade Geologie, sondern Chemie. Aber ich erzähle euch jetzt trotzdem mal Meine was. Geschichte erzähle gar nicht. Also was ich auf der Stoß gelernt habe, ist folgendes. Aber ich hatte Oh, das darfst tatsächlich du keinem in dem erzählen. Alter dasselbe Gedanke, so, ja, wärst halt Pfarrer, ne, hast mit der Frau nix am Hut, aber das ging halt auch nur so lang gut, bis halt irgendwann so der Gedanke kam, so, ja, wie du schon sagst, ne, so, ganz uninteressant sind die ja nicht. Ja, doch ganz ansehnlich. Ja, die letzte Sippe Johann jetzt voll genervt, aber mittlerweile finde ich es sehr interessant. Also, auf die nicht so ganz uninteressante Frau. Ja, das ist, ja. Genau. Und ein bisschen verrückte Kampai. Berufswünsche. Kampai. Kampai. Also um das ganze Ding mal abzuschließen, also was ich mir jetzt wirklich so vorgenommen habe, oder was der Hannes und ich uns quasi vorgenommen haben für demnächst, also irgendwann in 25, sind wir mal realistisch, Also demnächst. ja, also zeitnah, ne? ist so jetzt, nachdem wir jetzt schon einen Marathon geschafft haben, ist ja jetzt nicht nur ein weiterer Marathon zu schaffen, sondern wir wollen ja jetzt den Marathon auf der chinesischen Mauer noch schaffen, weil kleine nee. Ziele kann sich jeder stecken, also das ist ja irgendwas für Verlierer. Wir wollen jetzt ganz groß rauskommen. Oh. Von daher, ich finde, Hast du das mit mir abgesprochen? Du wirst jetzt überhaupt mitgezogen. Also Das ist nee, nicht deine Entscheidung. auf der letzten Weinwanderung warst du so hackevoll, hast du gesagt, ich bin voll dabei. Ja, okay. Okay. Also ich finde, es ist so, ich finde, Träume sind was Schönes und Träume muss man sich irgendwo, ja, konservieren. Muss man machen, muss man irgendwo durchziehen. Erfülle, wenn es möglich ist. Wenn es sondern- möglich ist, genau. Ja. Hast du recht. Machen wir das. nochmal einer. Genau. Prost, Kampai. Prost! Prost. Kampai. Sprechen wir das überhaupt noch richtig aus oder ist es uns schon in was anderes Also, gemorpht? das N und M, da sind sich die Japaner nicht so sicher, ob das N oder M ist. Also Kampai oder Kanpai. Oder Kanpai? Ach, Kanpai. Ah. Sind das dann noch verschiedene Dialekte? Ja. Ah ja. Wahrscheinlich sahen irgendwelche einfach, hoi. Kampai? Die Freitag abends auf der Treppe von der U-Bahn rumkrabbeln, die sagen, Das ist quasi international gültig. Das machen die wahrscheinlich auch. Also ich habe mein letztes Doppelglas demnächst leer, noch ein paar Schlickchen. Aber ich würde sagen, das hat Spaß gemacht. Das machen wir in 2 Wochen noch einmal.
und wir trinken das letzte Mal auf der Scholle-Freitag. Das war die heutige Folge Stammtisch Hinterpals. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auch auf unseren Accounts bei Facebook und Instagram für die aktuellsten Infos rund um unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal, ganz nach dem Motto A Nice Kenner.